Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir meine Nerf-Schrotflinte. Also Schrotflinte mit Schaumstoffpfeile, so in etwa. Falls Nerf irgendwann mal doch den Anspruch oder Hasbro den Anspruch erhebt, eine Marke zu schützen. Weil der Hanna ist keiner von Hasbro Nerf. Also das sind alles irgendwelche fremde Blaster. Und ich dachte, wir gucken uns mal all meine Schrotflinte an. Zum Schluss habe ich auch noch ganz besondere. Die meisten haben wir schon mal irgendwo mal ein Video gehabt. Aber die da schon mal ein Video hat, weiß ich gar nicht, ob ich das da habe. Am Ende des Tages sind es alles Blasterlers. Den habe ich auch noch. Eine andere Version, so in etwa, aber alles Blasterlers, die mit Hülse sind. Das ist dann also sowas, wo dann der Pfeil quasi in der Ding kommt. So Hülse. Und dann geschossen wird. Und wir machen auch keine Messwerte heute, also ich will einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Das ist der Honor. Blasterle mit Hebel. Und dann kommt das so. Weil das sind keine Blaster, bei denen es drauf ankommt, dass die besonders gut schießen, sondern das sind einfach Blaster, bei denen es besonders Spaß geht. Ah, leer ist. Und dann haben wir jetzt da noch quasi die Hülse. Die sind, glaube ich, mit dem doch noch kompatibel sogar. Zum Teil sind sie untereinander kompatibel, zum Teil nicht. Müsst ihr gucken. Und wir haben natürlich auch welche mit Hebele. Die hat da den Kanal auch schon gesehen. Ah, hätte der Herr Ingenieur was gedacht, hätten wir es gleich laden können. Wenn ich euch da noch Storys erzähle. Ja. Also, da könnte man auch einfach irgendwann mal einen anderen Zylinder drucken. Ohne mit Hülse-Delete-Option. Da geht der Witz zwar verloren, aber ja. Ui, das ist der Blaster, den ich nicht abgestoppt habe. Aha. Da wird das weiter dreht. Ja, das limitiert es halt zu 5 dann. Und sonst hätte man da jetzt Trommel mit mehr machen können. Aber das ist schon mächtiges Gerät. Das sieht schon irgendwie cool aus. Ja, das lässt sich sogar abnehmen. Ach, jetzt machen wir wieder drauf, dass es nicht ganz so gefährlich aussieht. Das da war mal einer meiner ersten Blaster. Das ist da nicht zum Zuladen. Und dann geht das zack. Und dann kann man das da umstellen. Und dann geht das andere Rohr. Und dann machen wir da zack. So. Und den einen darf ich jetzt noch suchen. Kann man das wieder umstellen. Also, dass es die halt sauber rausschießt, das ist der ganze Witz an der Geschichte. Wenn man das ein bisschen bremst, kann man das verhindern. So, aufgeräumt ist er. Ja, das war mein erster Blaster, der ist cool. Oder einer meiner 2 ersten Blaster. Ich habe auch noch so eine Pistole gekauft. Das ist auch so ein Blaster zum Knicken. Oh Gott, das dann. Die hat jetzt beide. Und der Vorteil bei dem ist, beim Knicken lädt das da hinten. Da kann man wieder. Da sind jetzt keine Hülsen und kein Pfeil drin. Das hat dahinter. Hopp. Räumt der Blaster da die Zielscheibe mit ab. Das hat dahinter so Steckplätze für Hülse, für zusätzliche. Und das da ist so ziemlich dasselbe in kurz. Das ist dann. Und da zieht man einmal kurz und dann zieht man nochmal ein bisschen länger und dann feuert das andere. Aber wir hätten jetzt die Barrel Break. Ich glaube, ich habe bei Blasterless zum Knicken habe ich die Barrel Break auch mit betrachtet.
Und der Nachteil ist, dass wenn man das aufmacht, das halt durch das, dass es mitgespannt war, nicht so richtig hochschnappt. Das ist halt bei dem schon. Ja. Aber der Vorteil ist, man knickt das auf und zack, kann man wieder schießen. Also, ist halt irgendwie immer ein bisschen Kompromiss zwischen den zwei Systeme. Das da und dann haben wir das da. Das ist. Ah, verdammt. Das ist jetzt nicht. Oh, sage mal. Oh. Oh, verdammt. Das hat doch gerade noch geschossen. Nee, Sicherheit lag es nicht. Oh, verdammt. Ha. Uiuiui. Ja. Ja, das ist schade. Das war jetzt gerade der letzte Schuss. Ne, das rastet nicht ein. Ha. Ich würde jetzt sagen, dann müssen wir das irgendwann mal aufmachen. Ja, wir können das müsste jetzt hinter einrasten, dass das laden kannst. Ich muss das jetzt mal. Dann könnte man das so laden. Also bleibt das hinter. Und dann kann man es laden. Oh. Ja, das nicht. Ja. Das aber in die Kammer. Und dann kann man das doch so laden. Ja, schade. Ha. Ja, hat nicht so lange überlebt. Aber den finde ich ja irgendwie ein bisschen enttäuschend von der Gesamtverarbeitung von allem. Also das war, glaube ich, auch nicht günstig genug, um das zu rechtfertigen. Ich würde sagen, wir machen den irgendwann mal ein Video auf. Gucken rein. Und entweder das lässt sich richten, dann richten wir es. Oder das lässt sich nicht richten. Dann fliegt der raus, weil dem heult dann nicht arg hinterher. Das ist irgendwie. Ja, ich werde es nicht nochmal kaufen. Das. Ja, machen wir weiter mit der halben Enttäuschung. Habe ich das da noch mein heberless betriebenes Blaster Nummer 1. Kommt noch weiter. Das ist auch so qualitative Enttäuschung. Also das müsste da eigentlich mal in Hand halten. Das fühlt sich auch recht günstig an. Das hat da irgendwie mehr erwartet. Aber das System ist cool. Ja, komm schon raus. Hopp. Oh, die riecht immer noch. Da verlinke ich euch das erste Video dazu. Das muss man selber zusammenbauen, das Ding. So, es ist leer. Dann misst man das dann so reinladen quasi. So. Boah, das riecht immer nur nach Kunststoff. Und das habe ich mir gekauft, weil ich gedacht habe, das ist ein recht cooles Blasterle. Also das, da seht ihr, das ist Metall. Das ist, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen alt. Das ist leider ein bisschen verkratzt angekommen auch schon. Da ist das Metall, das ist mit. Gut, das ist da auch Metall.
Aber das fühlt sich halt ganz anders an. Also vom Ganz her, das ist halt saumäßig leicht und so billig. Das finde ich halt einfach von der Wertigkeit von allem irgendwie schon cooler. Damit macht es auch einfach mehr Spaß. Was ich schade finde, bei Beute kriegt man bloß so 6 so Hülse mit. Und die sind untereinander nicht kompatibel. Das ist ja auch so ein Ding. Ich denke, was macht denn sowas? So, letzter. Jetzt ist leer. Ich halt ein cooles Bleisterle. Und das habe ich da selber drauf gemacht. Weil, ja, mir hat da so Picatinny Rail hat mir irgendwie nicht gefallen. Dann musste das da vorne noch, damit das passt, dass man da zielen kann. Und das habe ich dann. Den packen wir zur Seite. Den packen wir da noch. Das habe ich dann für den Blaster auch gemacht. Dass man da einfach. Und das musste ich ein bisschen anders machen. Das ist da bloß drauf gesteckt. Das ist. Ja. Ich so. Hab gedacht, der wäre auch. Der wäre auch ein bisschen wertiger. Ich halt nicht. Aber ja. Jetzt habe ich ihn schon. Der hätte ich nicht nochmal kaufen. Und dann haben wir noch. Ein letzter Blaster haben wir noch. Das ist so Mordstrummer. Das ist so einer. Das ist so Spaß 12. Ich habe die Schulterstütze schon ein paar Mal benutzt. Das habe ich auch erst. Habe mich ursprünglich in Computerspielen gefragt, was das da oben denn für Ding ist. Das habe ich auch erst in Ding geblickt. In Stargate. Was weiß ich. Alles von beide. SG-1 war es, glaube ich. Wo der Hammond. Was der? Nee, der. Ach, der halt der Chef ist. Der läuft immer mit. Wenn sie da durch die Basis laufen und weil gerade irgendwie wieder irgendeine Invasion war, der hat die Schulterstütze immer ausgefahren. Macht ja auch Sinn. Dann hat man da. Oh, nicht ein Unterfall, das wollte ich eigentlich verhindern. Ja. Das ist. Muss die wieder einfahren. Das ist schon ein cooles Blasterle. Das sieht halt schon gefährlich aus. Hopp. Wieder verschossen. Was ist der Nachteil an den Hülseblasterlers? Ui, den hat's rausgeschossen. So, das war's. Die kann man dann auch, wenn es noch hinter ist. So sollte es bei dem Blaster eigentlich auch sein. Wenn man es zurückgezogen hat, kann man dann die Hülse einladen. Und eigentlich sollte man vor dem Pfeil einladen. Da muss man vorsichtig sein. Das kann sich auch manchmal verklemmen. So, das war so die Übersicht. Wir machen da also keine Messwerte, weil ja, den packen wir weg. Das ist eine halbe Enttäuschung. Das können wir vielleicht mal im separaten Video machen, wenn euch das interessiert. Schreibt mal Kommentare, dass wir da Messwerte machen. Aber das macht bei den Blasters irgendwie keinen Sinn. Da geht es um den Spaß. Und ja, ich tät eigentlich bloß die da noch kaufen. Ah gut, die abgesägte ist schon cool. Die finde ich irgendwie, ja, ist halt schon cool, wenn man das da so aufmachen kann und das dann rausfliegt. Aber irgendwie, zum einen, die war deutlich günstiger als die da. Und ja, das so zu laden ist halt
Ja, nee. Nee. Irgendwie nicht so. Das finde ich cooler. Das so. Ich weiß nicht. Man, die zwei sind ziemlich ähnlich. Der hätte wahrscheinlich die nicht kaufen, weil ja, ist ziemlich sperrig. Die habe ich vorher gekauft dann. Deswegen. Ja. Das ist, ich versuche das da einfach noch ein bisschen rauszufinden, was so sinnvoll ist und was nicht so sinnvoll ist. Aber die zwei finde ich halt schon so cool. Man, die sind nicht ganz günstig, aber die finde ich schon so cool. Und das, naja. Ja, irgendwie schon, aber da hätte man das Geld, glaube ich, aussparen. Das ist wieder klar. Hey, da kann man ein bisschen schießen. Jetzt ist leer. So. Ja, das ist halt. Das sind Bleistaller, um Spaß zu haben. Das ist. Gut, das sollte man mit Bleistaller so machen, weil das ist ein Hobby, also es soll Spaß machen, das ist doch völlig klar. Und wir gucken da mal da rein bei irgendeinem zukünftigen Video. Und entweder kriege ich es repariert oder es fliegt halt aus. Also, das ist ein bisschen ärgerlich, aber zumindest habt ihr den letzten Schuss noch miterlebt, von dem, der jetzt vorerst von dem Blaster rausging. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Lasst ein Abo da, gell? Dann kriegt ihr das alles mit, wie es da weitergeht. Und dann bis bald, euer Blaster-Ingenieur.